Als du einen Hotspot fährst, wo irgendwie dir in der Stunde 50, 60 Töpfe entgegenkommen, oder noch mehr, dann ist es dann schon nervig, weißt du, wenn du dann wenn du wirklich den Arm musst, blöd gesagt, rauslassen, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr grüßen. Aber so, wenn heute bin ich heute schon 2 Töpffahrer gesehen, und dann kann man die gut grüßen, weißt du. Ich auch überhaupt nicht verstehen, ist, wenn die Leute sagen, lohnt sich nicht, TÜV-Fahren lohnt sich nicht, die Prüfungen, die ganzen Bestimmungen. Aber da muss ich sagen, ganz ehrlich, wenn es dir ums TÜV-Fahren geht, nicht um die Leistung, einfach, dass du TÜV fährst, dann kannst du auch 125er machen. Und dort hast du, wenn du eine Datenprüfung hast, so gut wie keine Bestimmungen. Hast du so gut wie keine Bestimmungen, dann machst du nur den Grundkurs und fertig. Keine Prüfung und nichts. Also ja, muss ja jeder selber wissen, gell. Was auch immer so Geschichte ist, wenn ich sage, ja, ich fahre TÜV und so, dann sagt dann immer, irgendeine Person kennt einen, der einen kennt, der gestorben ist. Oder kennt einen, der einen kennt, der irgendwie Rippbruch hat oder so. Oder kennt einen, der schon Wheelies gemacht hat und weiss ich nicht wie jemand fahren, obwohl es rot ist. Bleibt doch stehen, Mann. Oder kennt einen, der Wheelie gemacht hat, der mega der krasse TÜV-Fahrer war. Ja, schön. Und interessiert mich auf Deutsch gesagt nicht. Du kennst einen, der das gemacht hat. Ja, aber ich kenne ihn nicht. Weißt du, das ist so wie mich so YOLO. Und schön, es gibt viele Leute, die TÜV jetzt ist auch ein TÜV-Fahrer hinter mir. Weißt du, es gibt viel, aber... Oder es gibt immer einen, der sagt, boah, du hast ein Töffli. Nur weil die Person einen kennt, der der lauteste TÜV hat von der Welt und mit 2000 PS und weiss ich nicht was. Und Räubergeschichten immer, weißt du. Sprüche, die man als TÜV-Fahrer niemals will sagen. Zum Beispiel, es ist schönes Wetter, am Sonntag, ich bleibe lieber ein bisschen daheim hocken, ich tue lieber ein bisschen Game. Gut, ich tue auch gerne Game, aber das sagt einfach nicht. Also als richtiger TÜV-Fahrer, ich schwör's dir, da zieht es sich raus bei schönem Wetter. Da zieht es sich wortwörtlich raus. Ich bin lange nicht mehr im Rosenberg durchgefahren und die Zeit am Rosenberg. Ich kann so ja mal sagen, ich habe da auch gearbeitet. Ich sage jetzt einmal Objektbewachung, sage ich mal so. Schon eine schöne Zeit gewesen. Ja, ich fahre geradeaus 4 Minuten länger ohne Autobahn. Das ist wieder genau das, was ich gemeint habe. Ich fahre lieber, wenn es nicht muss sein, nicht auf die Autobahn. Obwohl, ich kann wie nicht, da weißt du, alles gut. Peace, Nigger. Was kann das mit Peace, Nigger? Das musst du löschen.